Ich freue mich, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon ein gutes Getränk geholt. Also das Thema ist Gleichstellung von Frau und Mann. Und zuerst einmal die Begriffsdefinition, weil Gleichstellung und Gleichberechtigung bedeutet nicht das Gleiche. Gleichstellung ist, wie man die Gleichberechtigung herstellt. Also Gleichberechtigung heißt, Frau und Mann haben die gleichen Rechte. Und Gleichstellung bedeutet, dass man Maßnahmen trifft, dass diese Gleichberechtigung durchgesetzt wird. Also dass man zum Beispiel schaut, dass Frauen wirklich gleich viel Lohn haben. Dass man Lohnanalysen macht beispielsweise. So, ich starte mit dem Zitat von Simone de Beauvoir, ein sehr bekanntes Zitat. Die Vorstellung der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem Standpunkt aus, den sie mit der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Also, wir leben im Patriarchat und das Patriarchat ist die Mehrheitsmacht der Männer. Also sozusagen Männer bestimmen eigentlich, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Zum größten Teil, weil sie mehr in Machtpositionen sind. Das sagt diese Aussage hier aus. Nun zu den Themen. Zuerst einmal die gesetzliche Gleichstellung, also wie sieht denn das so im Gesetz aus? Dann, wieso werden Frauen benachteiligt? Woher kommt das? Das ist ja nicht einfach aus Spaß, also vielleicht schon, aber hat seine historischen Hintergründe. Dann die tatsächliche Gleichstellung, wie sieht es da aus? Also wir haben das gleiche Recht, aber wie sieht es dann wirklich aus? Haben wir wirklich gleich hohe Löhne? Und dann Handlungsempfehlungen für Einzelpersonen und für die Gesellschaft. Und am Schluss, oder auch schon jetzt, könnt ihr Fragen stellen. Nun einmal zu den gesetzlichen zu dem Thema einfach. Wie sieht es da aus? Von der Schweiz? Ich glaube, in Deutschland klingt das wahrscheinlich etwa gleich. Frau und Mann sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung. Vor allem in Familien, Ausbildung und Arbeit. Frau und Mann haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Okay, das ist ja relativ klar. Da ist ja sogar schon die Rede vom Lohn. Nun habe ich gedacht, wäre es vielleicht noch interessant, so ein bisschen die Frauenrechte anzuschauen. Also, wie sieht es denn da aus? Seit wann haben Frauen Rechte in der Schweiz? Und ja, die Schweiz ist ja relativ spät, aber jetzt seht ihr nicht alles. Aber ich fange jetzt mal an. 1971 wurde das Stimmrecht der Frauen eingeführt in der Schweiz. 1988 oder bis 1988 durften Frauen nur mit der Unterschrift des Ehemanns arbeiten gehen. Und die Zahlen seht ihr noch, ab 1992 wurde die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Also relativ spät, oder? Das ist gar nicht so lange her, 30 Jahre. Etwas mehr als 30 Jahre. Ja, eigentlich schon erstaunlich. Genau. Dann seit 2005 gibt es eine Mutterschaftsentschädigung, die bis zu 3 Monate nach Geburt, also glaube ich 80% des Lohnes der Frau auszahlt. Und seit 2020 gibt es Lohngleichheitsanalysen in Betrieben mit mehr als 100 Personen, aber es gibt keine Sanktionen. Also wenn man feststellt, die Löhne sind nicht gleich, dann passiert halt nichts. Also ist auch ein bisschen fraglich, wie viel das jetzt wirklich bringt. So, Gleichstellung, oder? Hier noch als Bild. Gleichbehandlung, also wenn man gleiche Rechte hat, oder?
Aber also hier sind jetzt alles Männer, aber nehmen wir mal an, das kleine Kind wäre eine Frau. Die Frau hat gleiche Rechte wie der Mann links, aber es bringt ihr nicht so viel, weil man kann das Footballspiel trotzdem nicht sehen. Und Gerechtigkeit oder Gleichstellung wäre jetzt, dass man Frauen, die benachteiligt werden in unserer Gesellschaft, einen Klotz mehr gibt, damit sie auch das Spiel schauen können. Also hier geht es auch fest um Chancengleichheit. Dann habt ihr das vielleicht auch mitbekommen. Das nennt man Pink Tax, also pinke Steuer. Frauen zahlen mehr für Produkte, die extra für Frauen sind. Hier mit Buscopan. Buscopan extra für Frauen, das wäre das Pinke hier. Das kostet mehr als das Linke, wo sozusagen für alle von der Bevölkerung sind. Und einfach nur, weil man hier noch draufschreibt, bei krampfartigen Regelschmerzen. Es ist genau das Gleiche drin. Dann gibt es das auch bei Rasierern. Pinke Rasierer kosten 20% mehr. Einfach weil sie pink sind. Also sind Regelschmerzen teurer als normale Bauchschmerzen. Man kann es besser kapitalisieren. Und man hat es ja nur einmal im Monat, also schon nicht das Gleiche. Dann, wieso haben wir überhaupt diese Ungleichheit? Ich weiß, ich werde diesem ganzen Thema nicht ganz gerecht. Ich probiere es aufzuschlüsseln, aber es bräuchte wahrscheinlich mal noch ein separates Thema, um über das ganze Patriarchat zu diskutieren. Auf jeden Fall, für die Hygieneartikel zahlt man ja auch noch. Genau, es gab auch sozusagen diese Luxussteuer, wurde die genannt, dass Hygieneartikel von Frauen eine höhere Steuer hatte. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt abgeschafft wurde oder nicht. Ich glaube in gewissen Ländern schon. Also zum Beispiel, dass Tampons eine höhere Steuer hatte als andere Hygieneprodukte. Dann das Patriarchat. Eben das Patriarchat ist, Männer haben mehr Macht. Also sie sind mehr in Führungspositionen vertreten, mehr in politischen Ämtern. Ihr seht das jetzt wieder nicht, hä? Sie haben einen besseren ökonomischen Status, also mehr Geld schlussendlich, und einen höheren sozialen Status. Zu dem werde ich dann noch mehr sagen. Frauen werden systematisch benachteiligt und abgewertet. Das zeige ich euch dann später noch mehr auf. Starre Geschlechterrollen, also das fällt jetzt alles unter Definition Patriarchat. Starre Geschlechterrollen, also Männer müssen stark sein, du darfst nicht weinen als Mann und Frauen gehören in die Küche. So diese starke Trennung von weiblich und männlich. So wie muss eine Frau sein, wie muss sich ein Mann verhalten. Und wie zeigt sich das Ganze? Wenn man ein bisschen im Internet unterwegs ist, hat man das sicher schon bemerkt. Das Patriarchat oder Frauen als Sexobjekte. Ja, genau. Non-Binarität ist natürlich, also nicht natürlich, aber Non-Binarität ist im Patriarchat unschön, weil das Patriarchat hat gerne diese Schwarz-Weiß-Zuordnungen. Und was halt dazwischen ist, das ist halt schwierig einzuordnen. Nun, ich werde euch ein paar Werbungen zeigen. Diese Werbung ist schon älter. Don't worry, darling, you didn't burn the beer. Also hier geht es darum, dass die Frau offenbar nicht gut kochen kann oder nicht gut gekocht hat. Aber man kann ja ein Bier trinken. Alles in Ordnung. Die Frau hat nicht versagt. Also so ein bisschen das Rollenbild, Frauen gehören in die Küche und Frauen müssen gut kochen können. Dann darf es ein bisschen mehr sein. Brüste und Bier, das ist offenbar etwas, das zusammengehört in dieser Werbung.
Hier geht es um eine alte Frau. Hier werden sie ihre Alte los. Also das ist auch sehr frauenabwertend. Alte Frauen sind hässlich und alte Frauen muss man loswerden. Dann Frauen gehören ins Haus, Haushalt, Freudenhaus oder Irrenhaus. Auch sehr schön. Dann noch bezüglich Schwiegermutter. Ihre Schwiegermutter nervt. Glas- und Gebäudereinigung, Unfall- und Tatortreinigung. Also hier wird normalisiert, dass Schwiegermütter nervig sind und dass es okay ist, sie umzubringen. 1:1 so eine Werbung findet man in Bayern heute noch auf offener Straße. Bier und Brüste ist da nicht alt, das ist aktuell. Ja, da gibt es eben immer noch viele Werbungen. Das ist sehr schade. Ich möchte damit auch aufzeigen, dass das so normalisiert wird. Frauen in der Werbung, dass die oft objektifiziert, also auch vor allem abgewertet werden. Naja, die existieren ja auch sonst nicht, sorry. Ja, weil wir halt im Patriarchat leben. Ja, das müssen wir sonst ein andermal diskutieren. Ob non-binäre Menschen existieren. Dann habe ich hier noch, bevor ihr das jetzt lest, ich war gestern auf Facebook und Instagram und habe ein paar Kommentare zusammengetragen. Aber ich bin dann so ein bisschen in die Alpha-Mail-Szene geraten und ich habe euch jetzt erspart, alles rauszuschneiden. Genau, ich habe jetzt sie nicht zensiert, das ist irgendein Typ auf Facebook, der schreibt: Hoffentlich versaut die Tussi die Hochzeit nicht wieder mit einem vulgären Kleid. Also Frauen sind dafür schuld, wenn sie mit vulgären Kleidern die öffentliche Ordnung stören. Und Frauen sind natürlich auch Tussis. Dann maskulin sein, wie du ihr Ego brechen kannst. Also hier geht es offenbar darum, dass man Frauen unterwerfen muss, dass man Frauen beherrschen muss. Und wie ihr das anstellt, das könnt ihr dort auf dieser Seite lesen. Lass dich nicht von ihren Tränen manipulieren. Lass dich nicht von ihrer Schönheit verführen. Also wenn Frauen weinen, versuchen sie, dich nur zu manipulieren. Und wenn sie schön sind, dann möchten sie dich verführen. Es ist nicht so, dass Frauen Gefühle zeigen, weil sie gefühlvoll sind, sondern sie machen das aus reiner, aus reinen Machtgelüsten. Und Frauen sind auch nicht schön für sich selbst, sondern nur um Männer zu verführen. Dann kommt jetzt etwas Härteres. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Das war dann das Schlimmste, das ich dann gesehen habe. How to brainwash her into seeing you as the alpha she craves. Oder craves. Sorry, ich weiß nicht, wie ich das ausspreche. Also das heißt so viel wie kann ich die Frau brainwashen, dass sie nach mir als Alpha-Mann verlangt. Ja, das Bild ist schrecklich und dass Frauen gebrainwashed werden müssen, ist auch sehr abwertend. Ich frage mich überhaupt, wieso so Seiten existieren dürfen. Finde ich sehr schlimm. Dann, es ist ein System, dass Frauen abgewertet werden. Also das passiert systematisch. Meine Mama hat noch ein Buch aus den 50ern, Die perfekte Ehefrau. Da stehen krasse Dinge drin. Oha, ja, das glaube ich. So, wie hast du dich als Ehefrau zu verhalten? Und wenn der Mann nach Hause kommt, muss das Essen auf dem Tisch sein. Etwa so, oder, nehme ich an. Genau, dann zur historischen und systemischen Abwertung. Ich habe ein paar Beispiele genommen. Weil ich meine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben habe, habe ich die Beispiele dort herausgenommen.
Also zuerst einmal, Frauen gehören hinter den Herd und all der Bullshit, oder? Das kennt ihr sicher. So, ja, biologisch sind Frauen halt einfach dafür gemacht, zum Kochen oder so. Das stimmt natürlich nicht, aber das wird vertreten. Dann, ja, es fing schon früh an, dass Frauen abgewertet wurde. Aristoteles, der im 4. Jahrhundert vor Christus lebte, also das sind ein paar tausend Jahre her, hat mit der Sukzessivbesiedelung argumentiert, dass Frauen weniger wert sind. Das heißt, dass weibliche Embryos sind später beseelt, also er hat das wirklich so argumentiert, als männliche, und deshalb sind sie weniger wert, also Frauen. Und die katholische Kirche vertrat das bis 1869. Ich möchte jetzt hier nicht die katholische Kirche bashen, aber das ist einfach ein Fakt. Das wurde lange so vertreten und das ist schrecklich. Weil man somit begründete, die Frau ist weniger wert. Dann der Sigmund Freud mit dem Penisneid. Also Frauen leiden ihr Leben lang darunter, dass sie keinen Penis haben. Das ist auch eine sehr spezielle Ansicht. Das ist natürlich sehr umstritten und auch widerlegt. Dann heutige Knilche wie Andrew Tate, Jordan Peterson und Donald Trump und weitere vom Knilch-Clan. Ihr kennt da sicher noch mehr Knilche. Ich nenne sie extra Knilche. Aber nur, weil wir nicht im Stehen pinkeln können. Ja, man erfindet dann irgendwelche Argumente, warum Frauen jetzt weniger wert sind. Aber im Prinzip ist es einfach Hass, wenn wir ehrlich sind. Dann weitere Beispiele. Schulen bringen Mädchen bei, dass geistige Brillanz nicht zu ihren Eigenschaften gehören. Also beispielsweise stehen in Schulbüchern vor allem Wissenschaftler, also Männer, und die weibliche Repräsentation fehlt. Also wenn ich mich erinnere, in meine Schulzeit, dann fällt mir nur Marie Curie ein und sonst, ja, eigentlich nicht viel. Frauen wurden da in der Geschichte oder in der Mathematik oder in der Physik oder sonst wo repräsentiert. Dann seit dem blinden Vorspiel in der New Yorker Philharmonie werden deutlich mehr Frauen eingestellt. Das zeigt auch ein bisschen, dass da eine Verzerrung herrscht. Also wenn man sieht, es ist ein Mann, dann denkt man wie, der spielt besser, als zum Beispiel, wenn man eine Frau sieht. Und seit man das ebenso blind vorspielt, wurden viel mehr Frauen, also 45%, eingestellt. Und vorher war es, glaube ich, ja, ich weiß nicht genau, aber halt sehr, sehr viel weniger. Als Kind war ich neidisch auf meinen Bruder. Ja, das hatte ich übrigens auch, ja. Ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen und ich wollte lange ein Junge sein, beziehungsweise ich dachte sogar lange, ich sei ein Junge, weil mich meine Mutter halt nicht anders erzogen hat als meine Geschwister. Ja, und dann, ich fand halt irgendwie erst so mit 4, 5 heraus, dass ich eigentlich ein Mädchen bin. Ja, das war für mich sehr verwirrend. Auch so in der Schulzeit, dass ich dann anders behandelt wurde als Jungs. Ich kannte das halt vorher nicht. Sehr weird. Und da habe ich dann wie schon gecheckt gehabt, Frauen werden anders behandelt. Ich wollte auch nie ein Röckchen tragen. Für mich war das immer ein Zeichen der Unterdrückung, ein Röcklein. In den künstlerischen Bereich genauso wenig wie in den wissenschaftlichen. Ja, das ist leider auch so. So, Feminismus böse, oder? Das habt ihr sicher schon gesehen. Ihr habt sicher schon negative Berichte gesehen über Frauen, die ihre BHs verbrennen und die wütenden FeministInnen. So, wenn
Wenn es einen Frauentag gibt, was ist dann mit dem Männertag? Habt ihr sicher auch schon gehört. So, aber was ist denn mit den Männern? Und ich sage euch, es sollte ein Miteinander sein. Angleichung ist keine Benachteiligung für Männer. Wenn Frauen die gleichen Rechte haben oder gleichgestellt sind, dann verlieren Männer schon Privilegien, aber sie werden nicht benachteiligt. Dann der Feminismus kämpft auch gegen männliche Stereotypen und Rollenbilder. Also eben, du musst stark sein, du darfst nicht weinen. Und der Feminismus setzt sich aktiv dagegen ein und kämpft auch, dass Väter mehr Rechte haben. Also es gibt natürlich immer Nuancen, oder? Es gibt viele Feministinnen, aber ich würde sagen, der Großteil kämpft auch gegen männliche Stereotypen. So, was habt ihr Schönes geschrieben? Ui, gleich 3 Brüder. Meine Mama wollte mir immer Röcke anziehen, aber ich bin halt seit jeher ein Rüpel mit Röckchen, kannst du nicht auf einen Baum klettern. Ja, das war bei mir eben auch so. Und ich bin eben so ein Schneidersitzmensch, also ich bin auch jetzt im Schneidersitz. Ja, und wenn du halt einen Rock an hast, dann kannst du nicht oder kannst schon, aber dann sehen da alle deine Unterhose. Ist doch blöd. Und genau, auf dem Baum klettern ist halt blöd, dann sehen alle deine Unterhose. Das will man nicht. Genau, es geht um Gleichberechtigung für alle. So, Feminismus wird teilweise als Männerhass dargestellt. Damit möchte man der Bewegung schaden. Und es gibt sicher Frauen und eher weniger Männer, die das machen. Aber ich glaube nicht, dass das der Kern des Feminismus ist. Ist er auch nicht. Aber wenn man es so darstellt, dann kann man halt wieder der Bewegung schaden und sagen, das sind alles Männerhasser. Genau, nehmen wir die nicht ernst. Haha, ich kenn's. Dann kam immer, setz dich mal anständig hin oder sowas machen Mädchen nicht. Ja, genau. Genau. Als Mädchen muss man sich tendenziell mehr anpassen als Junge. Also meinen Brüdern wurde weniger gesagt, sie sollen anständig sein. Ich hatte auch lange eine Kurzhaarfrisur und dann waren sich viele auch nicht sicher, ob ich jetzt ein Mädchen bin oder ein Junge. Und das war eigentlich recht cool noch. Dann hatte ich wie so die Privilegien eines Jungen. So, genau, Gleichstellung bedeutet nicht Gleichmacherei, das ist auch noch wichtig. Das wird auch oft, sagen wir mal, zur Schlechtmachung der Gleichstellung gesagt. Also Frauen sind jetzt nicht plötzlich Männer, oder? Das ist manchmal so ein bisschen die Angst. Gleichstellung bedeutet, wie gesagt, dass man die gleichen Rechte leben kann. Und ich zitiere hier von der konservativen rechten Partei von der Schweiz. Das ist von ihrem Parteiprogramm. Und zwar steht in ihrem Parteiprogramm steht: Gleiche Rechte und gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit und Leistung für Mann und Frau sind für die SVP eine Selbstverständlichkeit. Diesem Ziel dienen weder staatliche Gleichstellungsbüros noch sonstige bürokratische Regelungen wie Lohnpolizei oder Quoten. Die SVP wehrt sich gegen Gleichmacherei und setzt auf das eigenverantwortliche, partnerschaftliche Engagement von Mann und Frau in Familie, Gesellschaft, Beruf und Politik. Ja, nehmen wir das einmal kurz auseinander. Weil wir ja nicht gleichgestellt sind. Das zeige ich euch nachher auf, dass das nicht so ist. Braucht es eben Gleichstellung. Gleichstellung schaut, dass diese Gleichberechtigung wirklich auch umgesetzt wird. Also zum Beispiel eben Lohnpolizei, sagen sie jetzt. Aber ohne Lohnpolizei weiß man ja nicht, ob Mann und Frau wirklich den gleichen Lohn hat. Das muss ja irgendjemand feststellen.
Über Quoten können wir diskutieren. Dann Gleichmacherei, das eben ist nicht das Gleiche wie Gleichstellung. Und eigenverantwortlich, ihr wisst ja, wie das läuft, eigenverantwortlich, ja, es passiert nichts, ohne dass es Konsequenzen gibt. Das ist leider so. Gibt es keine Konsequenzen, bleibt alles beim Alten. So, was habt ihr geschrieben? Ich finde, das Problem liegt daran, wie das Wort definiert wird. Wenn man einem Mann sagt, dass man gerne Männersachen macht, wie mit Holz bauen, arbeiten, sich mit Strom auskennt oder einen Reifen wechseln kann, fühlen sie sich gleich bedroht. Ich denke, das liegt hauptsächlich an der Erziehung. Ja, ich glaube, da wird auch viel Identität damit verbunden. Ein Mann ist so und eine Frau ist so, und wenn das jetzt anders ist, dann gerät so das sichere Weltbild ins Wanken. Und es gibt dann zwar schon so Personen, die das sehr cool finden, wenn Frauen jetzt sozusagen Männersachen machen. Aber ich finde dann auch, es ist schade, wenn das so überhöht wird oder so mega als Ausnahme dargestellt wird. So zum Beispiel, oh, eine Frau als Ingenieurin, mega krass, mega cool. Also sicher cool, aber es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, sicher, aber diese Erziehung führt dazu, dass der Mann Angst hat, sich zu blamieren, oder die Frau hat Angst um ihre körperliche Unversehrtheit oder sogar um ihr Leben in vielen Fällen. Diese Ungleichheit und diese Erziehung geht Hand in Hand mit dem Femizidthema, also von wegen Männerhass. Ja, da werde ich dann auch noch etwas dazu sagen. Genau, hier unten steht noch, ich verschiebe mich jetzt nicht, starre Männlichkeitsbilder geben Sicherheit. Gewisse Männer fühlen sich vom Feminismus bedroht. Nicht alle Männer. Wie immer will die Rechte Regulationen aufheben, damit man ungehindert ausbeuten kann. Ja, das ist leider oft so, ja. Dann Misogynie bedeutet Frauenhass. Was ist das? Das ist die Abwertung von Frauen, entweder subtil oder offen. Also subtil heißt, dass man zum Beispiel bei der Einstellung für einen Beruf, dass man eher einen Mann nimmt, wenn beide gleich qualifiziert ist, weil man zum Beispiel bei der Frau denkt, ja, die kann schwanger werden oder die hat dann ihre Tage einmal im Monat und so weiter. Dann internalisierte Misogynie, also auch Frauen können Frauen hassen, weil wir leben ja im Patriarchat. Und dort wird uns beigebracht, dass Frauen weniger wert sind, und das übernehmen wir auch als Frauen. Das heißt dann zum Beispiel, dass man Frauen schnell als Konkurrentinnen sieht. Oder, ja, ein gutes Beispiel. Ja, dass man auch als Frau Frauen abwertet. Zum Beispiel hört man das ja oft. Diese Frau hat sich hochgeschlafen. Ja, obwohl eigentlich zu kritisieren wäre, dass man die Machtposition der Männer, mit denen sie geschlafen hat, ausgenutzt wird. Dann Vorurteile, eben eine Frau ist so, eine Frau ist emotional, eine Frau kann nicht parken. Viele Hasskommentare im Internet und die Gewaltpyramide. Auf diese gehe ich jetzt ein. Das ist die Gewaltpyramide, und diese soll verdeutlichen, wieso solche Sprüche wie so sind Jungs halt und sonstige Sprüche wie ja, Frauen sind halt emotional und das ist halt so, dass das eigentlich sozusagen der Grund oder die Wurzel von sexualisierter Gewalt ist. Wenn man so das Verhalten von Frauen und von Männern ja, so darstellt, als wäre zum Beispiel Frauen schuld, weil sie sich so angezogen haben, dass sie jetzt vergewaltigt wurden. Oder ja, der Mann kann doch nichts, er ist seinen Trieben erlegen. Genau, und das geht dann halt weiter mit Stalking, heimliche Fotoaufnahmen.
Dickpics, Catcalling. Falls ihr das nicht versteht, Catcalling zum Beispiel ist, wenn man Frauen so nachpfeift oder zuruft oder auch irgendwie, wenn man ihnen so einen Kussmund schickt oder ihnen zuzwinkert, halt alles, wo so ein frauenverachtendes Verhalten oder objektifizierendes Verhalten ist. Dann Gewaltandrohung, Rachepornos, Stealthing. Stealthing ist, wenn man während des Sex das Kondom auszieht, ohne dass man das abgemacht hat. Dann ungefragtes Anfassen. Ja, Femizid ist der Mord an Frauen, weil sie Frauen sind. Und Vergewaltigung ist dann die Spitze. Wurde mir immer erzählt, wenn mein Bruder mich geschlagen hat, so zeigt er, dass er dich lieb hat. Oh mein Gott, ja, das ist so schlimm. Oder dieses, was sich liebt, das neckt sich in der Schule. Das fand ich so schlimm. Wieso muss man Liebe so zeigen? Oder wieso lernt man überhaupt, dass man Liebe so zeigt? Das ist echt schlimm. Ja, wirklich, und wenn ich mich mal gewehrt habe, dann hieß es, dass ich so brutal bin. So blöd. Tut mir leid. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung. So, die Zahlen und Fakten, jetzt wird es etwas trocken. Hier noch ein Zitat von George Orwell aus Farm der Tiere. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Wenn ihr den Film gesehen und das Buch gelesen habt, dann wisst ihr, dass die Schweinchen halt irgendwann fanden, hey, wir sind die besseren Tiere und wir regieren jetzt. So, à la, ja, theoretisch sind wir gleich, aber wir nehmen uns jetzt das Recht. So, die Ungleichstellung habe ich das genannt. Ein kleiner Überblick. So, beim Lohn, oder? Fangen wir mal beim Lohn an. Der sollte ja gleich sein, habt ihr gesehen, oder? Das stand da explizit, der Lohn soll gleich sein. Aber Frauen verdienen im Schnitt 18% weniger. Das ist jetzt über alle Branchen hinweg. Ich glaube, wenn es in der gleichen Branche ist, dann sind es um die 6%. Aber wieso ich jetzt diese 18 nehme, erkläre ich euch. Und zwar werden Frauenbranchen weniger gut bezahlt. Und das ist auch sexistisch. Es kann nicht sein, dass systemrelevante Berufe wie die Pflege oder soziale Berufe weniger Geld verdienen oder weniger Löhne zahlen. Das ist, es ist einfach sexistisch, weil es die Frauenarbeit abwertet. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, sobald 60% in der Branche Frauen sind, verdienen Frauen weniger. Ja, 60%. Und es gibt sogar den umteiligen Effekt, und zwar war in der Computer- oder Programmierbranche zu Beginn, zuerst war das ein Frauenberuf, und als es dann zu Männerberuf wurde, sind die Löhne auch sukzessiv gestiegen. Und das lässt sich nicht anders erklären als mit Sexismus. In Kaderpositionen verdienen Frauen sogar 25% weniger. Und das, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Leistung, oder? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Obwohl Frauen um 10% mehr tertiäre Abschlüsse haben, also Hochschulabschluss, Uniabschluss. Da müsste ja logisch sein, oder? Höhere Bildung, höhere Löhne. Aber offenbar nicht. Dann bei den Renten. Frauen erhalten durchschnittlich 34,6% weniger Rente. Zu der Karriere nur 28% in den Geschäftsleitungen sind Frauen, 25% in DE, also Deutschland. Und da geht es um DAX-Unternehmen, also Unternehmen, die da an der Börse sind. Und beim 28% halt, die an der Schweizer Börse sind. Und Frauen sind in Tieflohnbranchen übervertreten. Genau, das geht jetzt wieder in das, was ich beim Lohn gesagt habe. Bei der Gewalt,
90% der Opfer von sexualisierter Gewalt sind Frauen, 90% der Täter sind Männer. Bei der Gesellschaft, genau, Frauen werden weniger ernst genommen, objektiviert, und gewertet. Also Frauen werden nicht nur abgewertet, sondern sie werden auch eher nach Aussehen bewertet. Das habt ihr sicher mitbekommen. Beim amerikanischen Wahlkampf hat man oft Kamala Harris' Aussehen bewertet oder auch bei Hillary Clinton war das so. Die Frauen werden eher nach Aussehen bewertet als nach ihrer Kompetenz. Und das ist wirklich nicht gut. Sie werden durch das weniger ernst genommen. Gesellschaft und Medizin könntest du da noch ergänzen, denke ich dabei. Bei euch in der Schweiz ist das eventuell das besser als hier. Da muss ich schnell überlegen. Also Gendermedizin ist, glaube ich, weltweit ein Problem. Also die Forschung weltweit in Frauenthema ist dürftig. Also beispielsweise ging es sehr, sehr lange, bis Endometriose erforscht wurde, obwohl es schätzungsweise 10-15% der Frauen betrifft. Das ist also viel. Oder auch, nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel wurde Impotenz beim Mann viel eher erforscht als sonstige Frauenthemen. Viagra wird zum Beispiel auch von der Krankenkasse gezahlt, währenddessen Frauenkrankheiten ja oft noch nicht anerkannt sind oder zum Teil noch nicht anerkannt sind. Oder wenn die weibliche Libido zum Beispiel durch die Pille abnimmt. Das ist auch ein Thema, das nicht sehr bekannt ist. Man verschreibt die Pille einfach ab 14 oder sogar schon früher. Und viele Mädchen sind nicht richtig darüber informiert, was das für Auswirkungen hat. Meinst du das? Ja, ich weiß es nicht genau, wegen der Endometriose. Ich weiß einfach, dass zum Beispiel auch der Herzinfarkt von Frauen oft von Ärzten immer noch nicht erkannt wird. Der Herzinfarkt von Frauen ist ja anders. Und dass da halt viele nicht erkannt werden von Ärzten, also vom ausgebildeten Personal. Ja, ich glaube, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Dann Handlungsempfehlungen für die Gleichstellung. Noch ein Zitat. Die Formel ist einfach. Nicht-Betroffene müssen sich für Betroffene, die oft keine Privilegien haben und Konsequenzen fürchten müssen, stark machen. Deswegen ist es in solchen Situationen besonders wichtig, dass sich auch Männer solidarisch zeigen. Sie stützen das System durch Passivität. Ein Mann, der in so einer Situation sein Unbehagen überwindet und laut ausspricht, dass er sexistische Witze und Bemerkungen nicht lustig findet, hat einen viel größeren Hebel als eine Frau in so einer Runde. Ja, das ist traurige Wahrheit. Deshalb müssen wir schauen, dass wir Männer finden, die sich solidarisieren mit uns und die nicht der antifeministischen Bewegung zugetan sind. Aha, ich wollte das so einblenden, aber dann habe ich das wohl ein bisschen falsch gemacht. Naja, ihr verzeiht es mir sicher. So, Handlungsempfehlen Einzelpersonen. Aufklärung ist sicher wichtig, dass man überhaupt weiß, dass man überhaupt versteht, wie funktioniert unser System, wieso ist unser System frauenfeindlich und wie überwindet man das. Also ich glaube, das ist auch ein langer Prozess und vielleicht wird man da auch nie fertig damit. Aber ich habe zum Beispiel selber manchmal so den Gedanken, ja, diese Frau hat jetzt sehr emotional reagiert. Dabei hat der Mann etwa gleich emotional reagiert, aber ich bewerte es bei einem Mann anders. Und das ist wichtig, dass man das erkennt und dann innehält und sich dem bewusst wird. Dann eben, es geht nicht alleine. Wir brauchen auch Feministen, also Männer. Zusammen sind wir stärker.
wenn Männer verstehen, dass der Feminismus auch für sie gut ist, indem eben die Rollenbilder in Frage gestellt werden und auch sich verändern können, ich glaube, dann sind wir auf dem guten Weg, dass der Feminismus, dass die Frauenrechte, dass Gleichberechtigung in eine gute Richtung geht. Dann politisch progressiv wählen. Konservative Kräfte wollen die Zeit zurückdrehen. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe es vorgelesen. Das sieht man aktuell beispielsweise in Amerika, wie viele Frauenrechte wieder sozusagen rückgängig gemacht werden. Frauen können nicht mehr abtreiben, es wird unter Strafe gestellt. Frauen werden sogar dafür verantwortlich gemacht, wenn sie eine Fehlgeburt haben. Also so weit sind wir da schon. In einem Bundesstaat dürfen Frauen keine Kurzhaarfrisuren tragen bald. Ja, also sehr, sehr haarsträubend, sage ich jetzt mal. Dann sollten wir uns organisieren. Es gibt eine Studie, die hat untersucht, wie erfolgreich sind friedliche Proteste. Und die Studie war sehr, sehr positiv. Also wirklich, Proteste bringen was. Wenn man nur 3% der Bevölkerung dazu bringt, sich für etwas einzusetzen, für etwas zu demonstrieren, dann wird sich etwas verändern. Weil die Politik kann sich in einem demokratischen Land bestenfalls nicht dagegen wehren, wenn sich viele Leute für etwas aussprechen. Also es war, glaube ich, 34% der friedlichen Proteste sind erfolgreich und es ist, glaube ich, es stieg sogar an, dass in den letzten 10 Jahren waren sogar 50% erfolgreich. Also man kann stark davon ausgehen, dass das hilfreich ist. Dann bei Sexismus handeln. Also zum Beispiel, wenn man sieht, eine Frau wird belästigt oder auch ein Mann, dann bitte einschreiten. Wenn ihr euch sicher fühlt, wenn ihr Angst habt, dann macht vielleicht euren Nachbar oder sonst Personen im Umfeld, im näheren Umfeld darauf aufmerksam und fragt, hey, findet ihr das richtig? Und wenn mehrere Leute dann schauen, dann wird dann schon jemand einschreiten. Wirst du selber belästigt, dann such dir Hilfe. Beispielsweise, wenn man jetzt im öffentlichen Raum als Frau belästigt wird, dass man zum Beispiel zu einer anderen Frau geht und sagt, Entschuldigung, können Sie mir schnell helfen, dieser Mann ist unangenehm zu mir, und dann kann man sich so auch solidarisieren. Das funktioniert scheinbar recht gut. Ich habe das jetzt noch nie so gemacht, aber es gibt mehrere Studien darüber, dass das sehr sinnvoll ist. Und dann zum letzten Punkt. Da werden sich nicht alle einig sein, aber es fängt in der Sprache an. Wenn wir eine gewaltfreiere Sprache sprechen, also gendergerecht sprechen, dann werden auch Gewalttaten, offene Gewalttaten weniger legitim. Das heißt zum Beispiel auch sexistische Sprüche, wenn man da bereits einschreitet und das nicht okay findet, dann setzt sich dieser Sexismus im Kopf nicht mehr so fest, sondern er kann hinterfragt werden. Ja, er wird nicht mehr als normal gesehen. Also, es fängt ja beim Kleinen an. Frauen können nicht richtig parken. Wenn das halt alle sagen, das habe ich selber gemerkt, als ich Autofahren gelernt habe, wenn das alle sagen, Frauen können nicht parken, dann glaubt man das selber, oder? Oder wenn man sagt, ja, nur hübsche Frauen sind wertvolle Frauen, dann stellt man als Frau immer seine Schönheit in Frage. Und da baut ja auch die Schönheitsindustrie darauf auf, dass man als Frau schön sein muss. Ja, da habe ich es auch wohl nicht geschafft. Hä? Dann Handlungsempfehlungen zur Gesellschaft.
Oder bei der Idealisierung von Tradwives bei der AfD. Ja, genau. Also nicht nur bei der AfD, auch sonst konservative oder rechtsaußen Parteien. So, gesellschaftlich. Lohntransparenz ist wichtig. Also beispielsweise, dass man in einem Unternehmen Lohntabellen hat und dass alle genau wissen, okay, ich habe so und so viel Berufserfahrung, ich habe einen Hochschulabschluss, einen Master und ich verdiene so viel. Und der Mann verdient auch genauso viel. Und dann kann man auch als Arbeitgeber sagen, man zählt Familienarbeit, also Care-Arbeit, auch als Arbeit. Also beispielsweise, wenn eine Mutter Kinder betreut hat und so nicht ihren gelernten Beruf nachgeht, dass man das auch als Lebenserfahrung und als Berufserfahrung sozusagen zählt. Gibt es auch Unternehmen, die das so machen. Dann Frauenquoten. Ich weiß, das ist auch wieder so ein Reizthema, aber es ist so, dass Frauen ihre Kompetenz abgesprochen wird. Und Frauenquoten, es muss nicht 50% sein, aber dass man sagt, ja, wir schauen, dass mindestens so und so viele Frauen bei uns in der Geschäftsleitung sind. Das ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Einerseits ist eine Frauenvertretung oft auch frauenfreundlich, also die schaut dann beispielsweise, dass wenn eine Frau schwanger wird, dass sie weniger Konsequenzen fürchten muss oder dass es Parkplätze gibt für schwangere Frauen. Ja, oder dass es einen Stillraum gibt für Frauen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Mann nicht auf die Idee kommt, dass eine Frau einen Stillraum braucht, wenn sie schwanger ist oder wenn sie ein Kind hat. Ja, alles so Sachen, die dann dank der Repräsentation von Frauen oder ja, dank den Frauen dann so etabliert werden. Und natürlich sind Frauen auch kompetent. Also man kann mir jetzt nicht sagen, dass man mit einer Frauenquote keine kompetenten Frauen findet. Das wäre ja auch wieder mega sexistisch. Dann Familien unterstützen. Also die Familienzulagen erhöhen mehr Elternzeit. Ich sage jetzt bewusst Elternzeit, weil es gibt Studien, die sagen, wenn der Vater auch Elternzeit nimmt, dass er einen besseren Bezug zum Kind hat und dass er sich dann auch vermehrt um die Care-Arbeit kümmert. Deshalb ist es sinnvoll, wenn nicht nur Frauen mehr Elternzeit erhalten, sondern auch Männer. Das treibt die Gleichstellung voran. Also es ist, wie oft ist es nicht nur vom Gedankengut, das sich verändern muss, sondern auch die Gesetze müssen familienfreundlicher sein, müssen frauenfreundlicher sein, damit sich etwas ändert. Dann seht ihr das schon, die 35-Stunden-Woche nach dem Modell von Island, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Dort arbeiten Frauen und Männer arbeiten dort 4 Tage die Woche. Und durch das hat man mehr Freizeit. Durch mehr Freizeit hat man mehr Zeit mit dem Kind, ja, mehr Familienzeit, man hat mehr Zeit, sich zu erholen. Und wenn das alle haben, dann werden auch Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und Frauen haben dadurch mehr Freizeit. Oder? Macht Sinn. Und auch wenn jetzt viele behaupten dann, oh nein, unsere Wirtschaft geht unter, ich kann euch beruhigen, die Wirtschaft von Island ist sogar um 3% gestiegen, seit sie das eingeführt haben. Also sie haben es, ich bin mir nicht sicher, letztes oder vorletztes Jahr eingeführt und in diesem Jahr ist es um 3% sogar gestiegen. Also die Wirtschaft muss keine negativen Konsequenzen fürchten. Das ist eine Ausrede von konservativen Personen. Dann bedingungsloses Grundeinkommen. Ich weiß, das ist sehr utopisch, aber für mich bleibt es eines der besten Ideen, um unsere Gesellschaft gleichgestellter oder gerechter zu machen.
wenn alle sozusagen einfach ein gewisses Einkommen bekommen, dann werden diese Menschen sich mehr ehrenamtlich einsetzen. Ich glaube, jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich in Arbeit oder in Engagement auszuleben. Und wenn wir diese Möglichkeit bieten, denke ich, können wir eine solidarischere Gesellschaft schaffen. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Es gibt sicher faule Menschen, aber die gibt es auch jetzt. Und ob diese Personen faul sind, weil sie faul sind oder weil sie psychische Probleme haben, ja, das finde ich auch noch wichtig zu hinterfragen. Ich glaube, Menschen wollen nicht faul sein, aber manchmal gibt es Umstände, vielleicht Ängste, eben sonstige psychische Störungen, die halt dann Menschen als faul darstellen oder als faul, die halt machen, dass die Menschen als faul wirken, so meine ich. Dann sind wir ja schon weit und wir sind schon beim Fazit und ich würde jetzt mal die Diskussion öffnen. Was sind so Fragen, die ihr habt? Vielleicht an mich, vielleicht allgemein an den Chat bezüglich diesem Gleichstellungsthema. Was sind eure Erfahrungen mit Gleichstellung? Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr diskriminiert wurdet? Habt ihr schon mal von anderen Personen Diskriminierung erlebt oder gesehen? Genau, würde mich wundernehmen. Sonst erzähle ich einfach mal ein paar Geschichten von mir. So, beispielsweise, meine Erstausbildung war in der Informatik. Und als ich mich für Lehrstellen beworben habe, da hat mir ein Mann am Telefon gesagt, ja, Sie suchen eigentlich keine Frauen. Ihrer Erfahrung nach seien Männer besser für diesen Beruf geeignet. Ja, das war natürlich dann für mich klar, dort werde ich mich sicher nicht bewerben. Ja, und dann sonst, ich habe im Support gearbeitet. Dort habe ich es erlebt, dass, wenn ich vorbeikam, dass dann die Person gesagt habe, sie hätte nicht mit der Sekretärin gerechnet. Ja, und dann weiß man manchmal auch nicht, was man jetzt da sagen soll. Ja, und sonst, so im Alltag, erlebt man oft, ja, dass man im Bus irgendwie ein Zwinkern bekommt oder vor allem, wenn man am späteren Abend unterwegs ist und Personen alkoholisiert sind, ja, dass unangemessene Sprüche fallen oder so. Und man lernt das zu ignorieren. Schlimm finde ich, dass diese Sexualisierung eigentlich schon mit 14 Jahren anfängt. Also sobald man in die Pubertät kommt, wird man als Frau schon angemacht von so alten Männern. Und das fand ich schon sehr schlimm. Also dann ist man 14 Jahre alt, die Brüste wachsen oder sind schon zum Teil ausgewachsen. Und dann wird man schon von so, ja, ich sage jetzt mal Grüsel angemacht. Das ist schon sehr eklig. Klamottenvorschriften am Arbeitsplatz, aber im Sinne von kein Ausschnitt tragen, damit die Kollegen nicht abgelenkt sind, nicht Sicherheitsgründe oder so. Ja, sowas. Ja, voll. Da erinnere ich mich gleich noch an meine Schulzeit. Da durften Frauen keine Spaghetti-Träger haben bei ihren Tops, weil, ja, das lenke ab und nicht zu tiefe Ausschnitte. Das kann ich ein bisschen verstehen. Aber es war dann halt wieder so, ja, ihr Frauen, ihr verführt Männer, ihr Frauen lenkt die Männer ab. Ja, und im Hochsommer mit T-Shirt in die Schule zu gehen, ja, ist halt schon sehr warm. Catcalling oder Übergriffe etc., alles ganz normal halt irgendwie. Ja, man gewöhnt sich leider dran.
Und ich denke, sobald man sich wieder mit dem Thema auseinandersetzt, Feminismus, nervt einem das auch wieder. Und dann sieht man es wieder überall. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in eine Wutspirale kommt und dann findet, überall lauert Gefahr, überall werden wir Frauen ja erniedrigt, was zu einem Teil ja auch wahr ist, aber es sind ja wirklich nicht alle Männer so. Aber natürlich die Vorsicht, die man als Frau lernt, die bezieht sich dann auf alle Männer. Weil man weiß nie, ob dieser Mann jetzt nett ist oder die Machtposition missbraucht. Hausarbeit und Putzen, wenn man mit Partner wohnt, ist auch so ein Thema. Ja, das habe ich auch schon oft erlebt. Ja, ich habe mit 2 Ex-Partnern zusammen gewohnt und bei beiden war das ein schwieriges Thema. Der eine hat sogar extra seine Hausarbeit nie gemacht, weil er wusste, dass ich sie ja sowieso dann mache. Ja, und das ist halt einfach ein Arschloch-Move. Jetzt muss ich sagen, ist es wirklich, also ich finde es fair aufgeteilt. Und wenn es nicht fair ist, dann können wir darüber reden. Und dann schauen wir, dass sich alle wohlfühlen. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch für eure Zeit und dass ihr hier wart. Danke vielmals. Und ich freue mich, wenn ihr mir auch Themenvorschläge bringt. Weil ich möchte das jetzt sicher so, 1 bis 2 Mal im Monat möchte ich so einen Stream machen, wo ich über irgendein gesellschaftliches oder politisches Thema rede. Solidarisieren wir uns. Sind wir nett zueinander. Macht's gut, danke vielmals.